Unti online. Was es nicht alles gibt. Danke Technik für die Möglichkeiten, für trotzdem jetzt Unti miteinander zu machen. Liebe Unti-Klasse, herzlich willkommen. Wichtig für die Vorbereitung von dieser Unti-Einheit kannst du jetzt gerade noch schnell das PDF abladen. Du kennst die Arbeitsblätter ja schon, gell? Das ist das Arbeitsblatt, das wir miteinander machen wollen. Es ist einfach besser, wenn du das jetzt schnell ausdruckst und nachher gerade kannst mitschreiben in unserer Unti-Einheit. Und vielleicht, wer weiß, begrüßen wir ja den ein oder anderen Spion jetzt unter uns, weil nochmal ein Vorteil, es ist nicht nur für uns 10, ich glaube 10 sind wir, ja, für uns 10 Leute, sondern vielleicht haben wir auch jemand anderes, der gefunden hat, hey, weißt du was, eine Unti-Einheit gebe ich mir. Mega schön, wenn das der Fall ist, begrüße ich auch dich von Herzen. Der Titel hat es schon ein bisschen verraten, es geht um Entscheidungen. Und Entscheidungen treffen ist, glaube ich, von Herzen viel schwieriger geworden. Und es ist viel schwieriger für dich und mich, als es noch war, für unsere Eltern oder Grosseltern. Ein Beispiel gefällig. Wenn du vor 50 Jahren in einen Hosenladen gegangen bist, hat es das erstens noch gar keinen gegeben, einen Laden, der Hosen verkauft, sondern es hat vielleicht, wenn du Glück gehabt hast, einen Kleiderladen gehabt in deinem Dorf und wenn du dort reingegangen bist und gedacht hast, ich brauche eine Hose und du willst eine Hose kaufen, hat es vielleicht eine Hose gegeben, die für dich überhaupt in Frage gekommen ist. Also die Entscheidung war sehr einfach für dich. Die Hose oder keine Hose, also ist es die Hose. Wenn du heutzutage so Hose kaufen willst, jawohl, dann wirst du überfahren, überrollt, überschwemmt mit Möglichkeiten, wie du dich kannst entscheiden. Hey, was weiß ich nicht, was es alles für Schnittmuster und was für Style-Fragen gibt, die man noch beantworten könnte. Mit Ripped Jeans oder was auch immer. Übrigens, Ripped Jeans, gute Idee. Kannst immer sagen, ja weißt du, das sind meine Gebetshosen. Gratis-Tipp für dich. Kaufst dir eine Hose, die da schön bei den Knien gerippt ist und sagst, das sind eben meine Gebetshosen. Und das sieht dann ganz heilig aus. Anyways. Genau, hey, du hast so viel mehr Möglichkeiten, Auswahl, wo du dich kannst entscheiden und das macht Entscheiden um so viel mehr schwieriger, als es früher war. Joghurt. Kauf mal Joghurt in der Migros. Alter, da hat es ein Gestell voll Joghurt. Mit allen möglichen Geschmäcken, mit allen möglichen Dingers, was du dir kannst vorstellen und nicht kannst vorstellen, steht dir zur Verfügung. Und jetzt bist du da und musst dich entscheiden. Und lass mal, das Erste, was ich dir mitgeben möchte, wenn es um Entscheidungen geht, ist Folgendes. Du musst nicht die beste Entscheidung treffen. Gut ist gut genug. Das gibt ganz viel Frieden, wenn du das realisierst und anfängst umsetzen in deinem Leben. Das Zitat auf deinem Arbeitsplatz lese ich schnell vor. Lasst uns gute Entscheidungen treffen und unser Leben leben, anstatt die beste Möglichkeit zu suchen und dabei vergessen, unser Leben zu leben. Hey, vielleicht so ein bisschen im jetzigen Slang, ich weiss nicht, ob das immer noch aktuell ist, ihr schreibt es mir dann in den Kommentaren. YOLO, du lebst nur einmal, verbring es nicht mit Hin- und Herweiseln von unwichtigen Entscheidungen. Manchmal ist eine gute Entscheidung besser als die bestmögliche Entscheidung, weil du kannst sie so viel schneller treffen und es gibt dir so viel mehr Frieden. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6 können wir Folgendes lesen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was für ein guter Tipp für einige von euch, gell? Das war jetzt ein bisschen gemein. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das ist eine geniale Lebenseinstellung. Für den Tipp Nummer 1. Gute Entscheidung ist manchmal besser als die beste Entscheidung. Verlass dich auf den Herrn, frag ihn und nicht auf deinen eigenen Verstand. Weil wenn du deinen eigenen Verstand bei allen Entscheidungen müsstest einsetzen und immer die bestmögliche Entscheidung raussuchen, dann hättest du gar keine Zeit mehr zum Leben, sondern du darfst wissen, du bist mit Gott unterwegs und Gott ist mit dir unterwegs. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Wenn du das in Anspruch nimmst, sind gute Entscheidungen sehr gut für dich. Matthäus 6,33. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt.
und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Was für ein guter Zuspruch. Nimm das in Anspruch für dich. Ich nehme das in Anspruch für mich. Ich möchte nicht mich sorgen, ich möchte nicht gelähmt werden durch Entscheidungen treffen, sondern ich gehe davon aus, dass wenn ich mich um den Herrn kümmere, sprich, wenn es mir darum geht, seiner Herrschaft unterstellt zu sein, oder wie eine andere Übersetzung sagt, sein Reich zuerst zu suchen, seinen Willen zu ergründen, dann werden alle anderen Entscheidungen so viel einfacher werden und werden mich nicht überfordern und lähmen im Entscheiden drin. Lukas 10, ja, für das haben wir jetzt keine Zeit mehr, weil ich muss das ja kürzer halten als normale Einheiten. Also machen wir weiter. Wir kommen zum zweiten Tipp. Das ist für einfache, alltägliche Entscheidungen oder allwöchentliche, allmonatliche Entscheidungen. Ist das ein geniales Prinzip. Hey, verlade dich auf Gott, mach dir es nicht selber so unendlich schwer, sondern entscheid einfach, triff gute Entscheidungen, das ist gut genug. Jetzt gibt es aber ein paar Entscheidungen im Leben, die sind ja so wie Weggabelungen. Verstehst du? Das sind Entscheidungen, die Gewicht haben. Das sind jetzt die Entscheidungen, die gut nicht genug gut ist. Verstehst du? Zum Beispiel, wenn es um Partnerwahl geht. Ich meine, als ich dazu mal mich für die Uni entschieden habe, habe ich nicht einfach gefunden, ja, das ist gut, okay, irgendetwas muss ich mich ja entscheiden. Wie gesagt, stress mich nicht zu fest mit Entscheiden, ja, gut genug ist gut, du. Nein, so triffst du die Entscheidung nicht. Es gibt Entscheidungen in deinem Leben, die haben Tragweite. Und für diese Entscheidungen habe ich dir den Tipp Nummer 2. Und zwar ist das ein Akronym. Ich habe ja mega gerne Akronyme, das habt ihr ja schon gemerkt. Ein Akronym ist ein Wort, wo die Anfangsbuchstaben, wo jeder Buchstabe für etwas steht. Und wenn die Technik mich nicht im Stich lässt und wenn ich das irgendwie herkriege, dann siehst du das jetzt eingeblendet. Unser Akronym ist HALT. Und H steht für hat die Bibel etwas zu sagen. Also wenn du Entscheidungen triffst, dann möchte ich dich bitten, zuerst mal halt. H steht für hat die Bibel etwas zu sagen. Wenn es um eine Frage, um eine Entscheidung geht, von der du stehst, ist die erste Sache, die du dir überlegen solltest, gibt es etwas in der Bibel zu diesem Thema? Hat Gott schon geredet? Ist es nicht genial, dass wir ein ganzes Buch voll Wort Gottes haben? Sachen, die er gesagt hat, die wir nehmen und anwenden für unser Leben. H steht für hat die Bibel etwas zu sagen. Zum Beispiel in der Frage von der Partnerwahl ist es für mich klar gewesen, eine Nicht-Christin kommt gar nicht in Frage, weil Gott hat schon geredet, hat die Bibel etwas dazu zu sagen. Ja, die Bibel hat etwas dazu zu sagen. In dem 2. Korinther ist ganz klar, wo der Paulus sagt, hey, Christen sollen sich nicht verbünden mit Nicht-Christen. Licht und Schatten hat nichts miteinander zu tun. Für mich ist klar, okay, ich möchte nicht mich verheiraten, verbinden mit einer Person, die nicht an Jesus glaubt. Er ist der König von meinem Leben. Wie soll ich eine Ehe führen, wo er der König ist, aber am anderen seiner Person, wo ich mich damit verbinde, nicht der König ist? Geht gar nicht. Also hat die Bibel etwas dazu zu sagen? Klar. Ganz viele Entscheidungen haben sich eigentlich schon erübrigt, sind schon gelöst durchs H. Ist jetzt nicht der Fall, gibt es noch einen zweiten, geht es jetzt weiter im Halt, nämlich mit A. Ältere, reifere Menschen haben häufig eine andere Perspektive. Ältere oder reifere Menschen haben häufig eine andere Perspektive. Und es lohnt sich, die Perspektive einholen. Also, such dir Menschen aus, die weiter sind als du im Leben, die dir Ratschläge geben in deiner Entscheidung, die vielleicht die Entscheidung selber in ihrem Leben schon getroffen haben. Ich habe 2 Personen auserkoren, die ich als Mentoren anschaue. Es sind beides reifere Menschen, die auch schon in meinem Beruf gearbeitet haben oder immer noch am Arbeiten sind, die mit uns unterwegs sind. Übrigens, der eine kannst du live hören, das ist der Sean Brennan. Bei uns auf Online-Gottesdienst findest du eine Predigt ab nächstem Sonntag von Sean Brennan. Also kannst du gerade mal reinhören, was er so zu sagen hat. Das sind Menschen, die ich konsultiere oder die ich frage, die ich um Rat gefragt habe, auch schon in der Vergangenheit, wenn es um wichtige Entscheidungen in meinem Leben gegangen ist. Wo jetzt die Bibel nicht gerade klare Antwort gegeben hat für mich. Also bin ich weitergegangen zum A. Ältere Menschen, reifere Menschen haben eine andere Perspektive und das ist so wichtig für mich, um gute Entscheidungen zu treffen. L.
das letzte Wort. Letztes Wort. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wir Autorität respektieren sollen. Und jetzt brauchen wir ein sehr unsexy Wort, das aber trotzdem so wichtig ist, dass wir gar nicht drum herum gehen, nämlich Gehorsam. Jawohl, Gehorsam. Für Gott ist Gehorsam so mega wichtig. Er macht das immer und immer wieder klar in der Bibel. Ich würde sogar sagen, weiss nicht, ob du das schon mal gehört hast, die 5 Sprachen von der Liebe, gell? Aufmerksamkeit, Geschenke und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Würde ich sagen. Gott liebt Gehorsam über alles. Schau mal, was für Menschen er auswählt und mit was für Menschen er zusammen arbeitet. Es sind nicht die Begabtesten, nicht die charakterstärksten sind, die ein perfektes Leben gelebt haben, die noch nie gesündigt haben, etc., etc. Es sind meistens nicht Personen, die du und ich wählen würden, aber Gott wählt sie häufig, weil sie gehorsam sind. Und Gott liebt Gehorsam. Darum sagt er auch in der Bibel immer wieder, wo stehst du in einer Gehorsamsbeziehung? Wo schuldest du einer anderen Person Gehorsam? In euren Fällen sind das häufig eure Eltern. Also, letztes Wort in deiner Entscheidung. Gibt es Autorität, die du willst respektieren? Häufig sind das deine Eltern. Ich würde sagen, es gibt auch in der Bibel so etwas wie geistliche Autorität. Ich würde sogar sagen, dass Pastoren und Gemeindeleiter geistliche Autorität haben und dass, wenn es um Kirchenfragen geht, ist es meistens der Fall, dass Pastoren eine Autorität haben oder dass sie das letzte Wort haben. Einfach das als Einschub. Genau. Und dann, wenn du in deiner Entscheidung die Buchstaben durchgemacht hast, übrigens hast du schön mitgeschrieben auf deinem Arbeitsblatt, genau, da, H, hat die Bibel etwas dazu sagen, A, ältere Menschen, reifere Menschen haben häufig andere Perspektiven, L, letztes Wort, also wer hat das letzte Wort in deinem Leben, wem schuldest du Autorität, wo sollst du Gehorsam leisten? Wenn du das durchgemacht hast, kommst du zum T. Traust dich, Gott zu fragen. Sollte es jetzt der Fall sein, dass in deiner Entscheidung überall nicht klar geworden ist, wie du dich kannst entscheiden, dann mit dem T traust dich, Gott zu fragen. Gang direkt zu Gott und frag ihn um Rat. Los auf das, was er dir persönlich sagt. Vielleicht ist es nicht das, was du immer hören willst. Vielleicht weißt du schon, bevor du fragst, was die Antwort wird sein. Vielleicht hast du dich darum nicht getraut, ihn zu fragen. Mach's trotzdem. Frag doch mal Gott. Trau dich. Und red mit ihm. Ich bin mir sicher, er wird mit dir reden. Er wird mit dir wollen in Kontakt treten und dir seinen Willen offenbaren und zeigen. Hey, die Bibel spricht uns zu, dem, was an Weisheit mangelt, der soll Gott um Weisheit bitten und Gott wird Weisheit geben. Was für ein genialer Zuspruch für dich und für mich, wo wir immer wieder in Anspruch nehmen. Alright. Das sind die 2 Tipps gewesen. Jetzt kommt noch eine Klammerbemerkung, wenn es um Entscheidungen treffen geht. Und ich möchte das erklären anhand von einer Bibelstelle, nämlich Jeremia 17, Vers 9. Dort steht Folgendes. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Was für ein spezieller Bibelvers. Was für ein wahrer Bibelvers. Wir sind jetzt in diesen 2 Tipps geht es um rationale Entscheidungsfällung. Wie kannst du rational Entscheidung treffen? Aber weisst, die Wahrheit ist, ganz häufig sind wir nicht rational, wenn es um unsere Entscheidungen geht, sondern wir sind emotional getrieben. Wir sind gesteuert von unserem Herz, wenn es um unsere Entscheidungen geht. Und da ist es so wichtig für dich und mich zum Verstehen und zu akzeptieren, dass das tatsächlich so ist. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Das ist einfach eine Realität, dass wir Menschen einfach in uns drinnen etwas haben, das uns immer wieder dazu treibt, zum ungescheite, schlechte Entscheidungen zu treffen. Unsere Emotionen sind nicht immer unsere besten Freunde, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und du musst mit dir selber ehrlich werden. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie du mit deinem Herz, wie ich mit meinem Herz kann umgehen. Du musst hören, was dein Herz sagt, aber nicht machen, was dein Herz sagt. Gell, dort
dort hört jetzt die Hollywood-Weisheit auf, oder? Ist immer so ein bisschen, mein Herz, was sagt mir mein Herz? Und ich muss meinem Herz folgen. Folg deinem Herz. Lass auf dein Herz, folg vielleicht nicht immer deinem Herz. Weil dein Herz ist hinterhältig und verschlagen manchmal. Ja, manchmal entscheidest du aus ganz dummen Motiv, dumme Sachen zu machen. Und du musst verstehen, wieso, dass du willst, was du willst. Hey, wir haben das Beispiel Beziehungen gehabt. Wir bleiben gerade bei diesem Beispiel. Wieso willst du eine Beziehung? Bist mal ehrlich mit dir selber. Lass in dein Herz hinein und lass mal eine ehrliche Konversation mit dir selber zu. Warum will ich eigentlich eine Beziehung? Wieso will ich? Will ich sie von ganzem Herzen lieben? Will ich mich jetzt entscheiden, für die Person ein Leben lang mich selber hinzugeben? Für sie, wie die Bibel sagt, zu sterben, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, auf das die Person kann Leben haben. Ist das deine Motivation oder ist es vielleicht mehr, weil es einfach mega cool ist, geliebt zu werden? Vielleicht ist das die ehrliche Antwort. Vielleicht sagst du dir selber, ja, nein, ich liebe die Person, aber eigentlich ist die wahre Begründung, wieso dass du etwas willst, weil du selber nach Liebe suchst, weil du selber geliebt möchtest werden. Bist ehrlich mit dir selber. Versteh und lerne mit dir selber zu reden und mit deinem hinterhältigen und verschlagenen Herz Konversationen zu führen. Habe ich da noch etwas hinzuzufügen? Lass mich schnell meine Notizen konsultieren. Nein, ich glaube, das ist es eigentlich gewesen. Wenn du noch etwas hast, was du kannst weitergeben über Entscheidungen treffen oder wenn du noch Fragen hast, hey, braucht die Chat-Funktion. Wenn dir das zu peinlich ist, schreib mir auf WhatsApp direkt. Können wir im Kontakt bleiben, weil es ist mir nämlich wirklich ein Anliegen, dass du gute Entscheidungen kannst treffen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass dein Leben wertvoll ist, dass Gott gute Pläne hat und dass er möchte, dass du dein Leben so kannst leben, auf das es ein Segen sein, auf das es Frucht bringt und auf das, dass es Freude und seine gute Botschaft darf repräsentieren. Ich glaube aber auch, dass wir mit schlechten Entscheidungen unser Leben nachhaltig zerstören können. Und ich wünsche mir und bete für dich, dass du den guten Weg gehst, dass du Halt berücksichtigst, dass du verstehst, auf Gott zu hören und seinen Willen in deinem Leben umzusetzen und gemäss seinem Willen zu entscheiden. Und so möchte ich jetzt für dich beten und das über dir aussprechen, dass das mehr und mehr Realität werden in deinen Entscheidungen. Jesus Christus, du siehst, wer jetzt alles am Zuhören ist und dein Geist ist präsent jetzt gerade in jedem Raum, in jedem Zimmer, in jedem Kopfhörer von all den Menschen, die jetzt gerade hören, Jesus. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns ein neues Verständnis gibst für gute Entscheidungen. Dass wir dürfen halten, bevor wir Entscheidungen treffen. Dass wir uns dürfen in Erinnerung rufen, was dein Wort schon gesagt hat. Dass wir dürfen verstehen, was du möchtest. Dass wir dein Wort konsultieren. Dass wir dürfen ältere Menschen um Weisheit und Ratschlag bitten, auf das wir lernen von Menschen, die schon vor uns gegangen sind. Dass wir dürfen einfach auch das letzte Wort respektieren. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir noch so viel mehr lernen müssen. Jesus, hilf du uns, Gehorsam zu bringen, wo wir Gehorsam schuldig sind. Lehr du uns, Gehorsam zu sein. Wir wissen, das ist das, was du als Lebenssprache lebst, was du liebst und was du möchtest, dass wir Gehorsam lernen können und dass wir Gehorsam dürfen sein. Form du das in uns. Wir möchten uns wirklich dort dir zur Verfügung geben. Und wir möchten uns immer wieder trauen, dich zu fragen, auch wenn wir vielleicht Angst haben vor deiner Antwort. Wir wollen uns dir unterstellen und wir wollen so leben, wie du das möchtest von unserem Leben. Hilf du uns, das Herz besser zu verstehen. Hilf du uns nicht von unseren Emotionen irregeleitet zu werden, dass wir uns nicht selber hinterhältig und verschlagen in dumme Abwägen bringen, sondern dass wir gute Entscheidungen treffen dürfen. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen, Amen und Amen. Hey, wenn ihr das cool gefunden habt, nehme ich sonst gerne mal noch weitere Unti-Einheiten auf. Ja, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Es war cool mit euch. Ciao, ciao.